Grüß zurück zu Tomb Raider 2013. Wir spazieren jetzt einfach mal gerade weiter aus in Richtung Berg. Ja genau, was dann auf uns zukommt, weiß ich noch nicht. Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur mehr, welche Stelle das war, wo ich damals aufgehört habe. Warum eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Frag mich bitte was Einfacheres. Da ist unser Lager. Da werden wir einfach nochmal kurz speichern. Was ist da hinten? Nix. Oh, da leuchtet was. »25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut 2 Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Naja, Selbsterkenntnis ist der beste Weg der Besserung, gell? Gehen wir da wieder zurück aus, dann nehmen wir da dieses Bergungsmaterial mit. Mit der Truhe kann man nichts anfangen, gell? Na, weiter geht's. Wie gesagt, falls du dich damit durch Zufall her verirrt hast, wenn ich diese Trilogie spiele, werde ich mir dann eher, warte mal, was? Schießen sie Pfeile? Aha, okay. Gibt's da eine kleine Jagd? Nein. Also mit Kaius erledigt das selbst. Wir sollen uns raushalten. Warum? Weiß nicht. Vielleicht noch ein Mädchen für das Ritual. Heute Abend wissen wir mehr. Es war ein Blutbad da unten. Was war das? Ich sehe mir das mal an. So. Oh. Ich glaube, wir haben's, gell? So, da haben wir ein bisschen Bergungsgut, da können wir eh nicht rein. Können wir da rauf? Nö, weil hier war kein Mann, der alles weiß angemalt hat. Genau. Ach, sowas Plätze war. Wirklich. Waffenmodifizierung verfügbar. Ja, das schauen wir uns später an. Da habe ich jetzt keine Lust dazu. Ah, siehst du, da war der Mann. Der nette Herr, der alles in weiß anzeichnet. Cool. Also ein blinder Depp wie ich. Irgendwo hier drin. Findet sie. Warten oder töten? Töten. Macht so viel Ärger. Hä? Sie brauchen Feuer. Ah, da. Ihr zwei, sucht da drüben. Okay. Was war das? Still, still. Sie ist hier. Reinmachen. Ja, du bist ja ganz ein Schlauer, ha? Nur was ich noch nicht drauf gekommen bin, wie schalte ich um auf die Waffen? Mei, wenn wir Chance finden. Ich habe sicher schon gesehen, aber ich habe es wieder vergessen. So.
Darum ist es so ein Wappler. Na, trau dich nach, du. Jetzt schau ich noch gerade, wo ist die nächste perfekt liegende Kiste? Da. Da müssen wir auf für da und da. Hier rüber! Da ist sie! Ich hab jetzt aber nichts da. Au! Drecksau. Na, wenigstens die Selbstregeneration funktioniert. Doch, doch! Hey, wir sind schlampig und keine Schlampen. Na okay, wurscht. Lass mal das Thema. Uah. Wohin? Ah, da. Hui! Boah, also die Selbstregeneration heilt alles. Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unsere Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie, sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Wow. Also, ich bin begeistert. So. Was haben wir da jetzt da? Was ist denn da oben überhaupt? Mädchen, hupt da bitte mal auf. Dankeschön. Ich glaube, das dürfte wieder irgendein Rätsel sein. Ne, was leckt mich? Mag ich nicht. Ich mag die Story weiterspielen und dann schauen wir weiter. Da waren wir gerade, da haben wir gerade das eine gelesen, oder beziehungsweise das eine gehört, was da passiert ist. Ich schaff das. Mädchen, du schaffst das eh. Selbstregeneration und neue Starts machen es möglich. Du wirst das kaum glauben. Sehr gut. Das Spiel hat gespeichert. Ach, schön. Aha, was war das jetzt? Ich komme, Roth!
hatte das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel und auch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Komm. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Gott sei Dank, er lebt. Was mache ich jetzt bloß? Das Rudel ist irgendwo da oben. Ja, ich weiß, da müssen wir aufhören, das kann man erinnern. Was liegt denn da überhaupt? Also, da liegt ja der Wölf. Ein Wölfle liegt ja da, gell? Ja, weißt du was, wir werden uns einmal um die Ausrüstung kümmern. Bogen-Upgrades, was haben sie jetzt gesagt, können wir das machen? Ausrüstung. Fähigkeiten, schnelle Reise, Bergtempel, bla bla bla. Waffen-Upgrade. Da ist vielleicht. Erweitertes Magazin. Belüfteter Schlitten. Eine Rückstoßkompensierung, die Präzision und Schaden erhöht. Was haben wir denn da? Da haben wir ein bisschen zu wenig dafür. Jetzt überlege ich nur gerade. Handfeuerwaffe, finden Sie 3 weitere Teile, um ein Upgrade freizuschalten. Na toll. Eine Rückstoßkompensierung, die... ja. Jetzt stellt sich nur die große Frage, was machen wir? Machen wir das. Ansonsten können wir, glaube ich, eh nichts mehr machen, gell? Outfits brauchen wir nicht. Ja, mehr können wir, glaube ich, eh nicht machen. Gibt's da irgendwas? Nein. Na gut. Ansonsten... Da gibt's auch nichts. Okay. Bam bam. Es ist gespeichert. Ach, schön. Sehr gut. Dann. Bevor wir uns da jetzt mit die Wölfe anlegen. Mal alles kurzweilig durchsuchen. Warte mal, da kann ich mich aber an was erinnern. Das ist nur die große Frage, was?
alles was miteinander auf sich. Was ist denn da unten? Ja, wir müssen da aufhören, aber ganz verstehe ich das nicht. Brauche ich da nicht irgendwas mit Feuer? Was so geht ja das gar nicht, ne? Bingo. Ich hatte es geahnt. Ich hatte es geahnt. So. Das ist momentan, glaube ich, das Wertvollste, was wir finden können. So, warte mal, wo sind jetzt die Wölfe? Die Wölfe sind da oben, genau. So. Ah, Bergungsgut. Okay. Sage ich auch nicht nein. Was ist da drinnen? Ja. Geht das so? Ja, sehr Diese gut. Ruinen. Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? Die Frage stellst du jetzt. Kann man da auch irgendwas machen? Nein. Ah, können wir gebrauchen. Ah, können wir gebrauchen. Sehr gut. Was haben wir da noch? Nix. Na gut, mehr wie ich geglaubt habe. So, was haben wir da? Ah, schau, Bergungsutensiliat. Was? Kommt sie da um mich? Mädchen, du bist ja fast besser wie Assassin's Creed. Ja, sag es. So, da. Dankeschön, Mäuschen. Du alte Frikadelle. Da ist nix. Was haben wir da? Aha. Okay. Ja, eins nach dem anderen. Nehmen wir da auch noch mal ein paar Pfeile mit. Man weiß ja nicht was. Was ist denn da oben? Nix. Da müssen wir umspringen. Hui! Ja, ja. Hast du recht. Ich will dort da das Bergungsgut.
Mädchen, schreck mich nicht. Ah, Schurke mit der Gurke. Ah! So, wo haben wir jetzt gesagt, wo sind die Wölfe? Dort eine. Im Übrigen, gell? Rise und Shadow of the Tomb Raider kenne ich gleich gar nicht. Das kenne ich bis zu einem bestimmten Punkt, den ich da dann gleich sagen werde. Der kommt bald einmal, glaube ich. Und dann kenne ich es nicht mehr. Ich meine, wenn es jetzt da. Es ist ja kein schlechtes Spiel, sagen wir es jetzt einmal so. Es ist kein schlechtes Spiel. Es macht Laune, sagen wir so. Bis auf ihr dämliches moralisches Verhalten. Aber ansonsten ist es recht spaßig. Das Auto ist da drin. War da eine. Los geht's. Wo sind sie? Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Ja, Dirndl, du wirst mir jetzt noch ein bisschen Gas geben, weil sonst bist du Ich hab ihn. Wolfsfutter. Okay. Jetzt zurück zu Roth damit. Du süßer kleiner Fischkutter, bist halt bald geiles Wolfsfutter. Mhm. Ach schön. Die schönsten Sterbeszenen hast du wohl nur in diesem Spiel. Ich hasse Quicktime-Events. Wirklich, ich hasse sie. Ich hasse sie so viel. So schnell bin ich ja gar nicht mit meinen alten Bratzen, dir sag es. Kurzen Augenblick. Warum man nicht, weißt warum man sie nicht einfach normal durchspülen kann? Da geh doch 4, schieß auf den Wolf und fertig ist die Geschichte. Naja. Blödsinn. Shit! Na, probieren wir es nochmal. Ich bin ja eh lernfähig, hoffe ich halt. Nein. Aber wisst ihr, was ich auch so lästig finde? Ich meine, die Mechanik dahinter ist geiler. In The Long Dark die Timberwölfe. Das finde ich lustiger.
Was haben... Ah. Ja. Wären, wenn die Quicktime-Events nicht wären, wäre das viel lustiger. So, wo ist jetzt eigentlich dieser Route? Diese Route da unten. Achso. Das ist Bergungsgut, oder? Sicher. Ach, Lara. Du machst mich schwach. Ja, da kann ich jetzt aber nicht noch mehr auf. Wir müssen... Ah, da oben. Na bitte. Selbstregeneration heilt alles. Na bitte. Jetzt haben wir es beieinander. Hallo Ruth, Ruth, wo bist du? Das tut der Ruth so gut, das tut der Ruth so gut. Gut. Flicken wir dich zusammen. Roth. Komm her. Nicht schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Hör zu. Lara. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann jetzt mal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Kletteraxt. Erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Alter, du sagst mir aber nicht, was ich zu machen hab. Also das mache ich mit dir da gleich. Schluss und lustig. Gott sei Dank hat Roth mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Na bitte Es ist jetzt. klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Und sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Ja, für das sind wir ja da, Mädchen, dass wir das rausfinden. Ach Gott, du. Knochensammler plündern sie Tierkadaver sorgfältig und erhalten sie zusätzliches Bergungs halt, ne? Finden sie wildige Bogenschützen, ziehen ihre Pfeile aus Neutralisieren. Ja, das wirkt sich aber auch geil an.
Was war da? Also das war der Jäger. Was ist da? Halten Sie die Augen offen. Wir nehmen das, glaube ich, ha? Sehr gut. Jo! Können wir da schon wieder irgendwas verbessern? Na. 250 bei der Pistole. Nö, brauchen wir ein bisschen mehr. Bei der Axt. Da sind wir fertig mit der Welt. Und da sind die Outfits. Ja. Bist du narrisch? Jetzt sind wir wieder on top, ha? Mädchen. Ja, ich hätte gesagt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann gehen wir klettern mit unserer jungen Lara. Bis zum nächsten Mal.